Motorverbot anzufeieren. Der Tisch ab dem Jahr der für kein Verbrenner mit zugelost gehen und ab 2050 der für kein mehr vor. Der Tisch auf 15 Jahre sollten all die Autos, die wir hier im Land tun, am Jahrhundert wirklich ganz viele Bemol elektrisch sind. Wie soll das dann ausgesehen? Wofür soll man die Ressourcen holen? Das ist einfach komplett ideologisch. Und wir sind die einzigen an der EU, die das ganze Spiel matt machen. All die anderen Länder, die machen eben weiter voilà, Entwicklungen in andere Bereiche. Und dann für all die Leute, die sagen, ja, mit dem Verbrennungsmotor CO2 an den Durchschnittsverbrennungsmotor von Hautzdachs, die produziert 50% mehr CO2 wie eben den 24 Jahre. Geben wir die Technologie offen und keine so eine Verbotspolitik machen, da könnte man vielleicht irgendwann einen Verbrennungsmotor entwickeln, den die mal gut kein CO2 mehr eben, voilà, produzieren. Und dann wird noch immens wichtig ist, dass Spritpreise, ne, es gibt ja immens teuer, vor allem die Leute, die aus dem Süden hinkommen, das ist immens teuer, wie sollen sich die Leute das leisten? Den öffentlichen Transport, es gibt keine wirklich Kommunikation zwischen Zug und Bus, wenn ein Zug zu spät ist, kriegst du den Bus nicht mehr und dann kannst du alles vergessen. Das ist noch die Partei, die sieht, also den Verbrennungsmotor nicht aufschaffen, und definitiv sind wir auch für niedrige Spritpreise, weil dem Klima ist es egal, ob ich heute zu Lützburg tanken geht oder zu Aare. Merci. Merci Max. Mathis, bist du d'accord mit dem, was der Max und der Pierre Bisot gesagt haben? Ich gebe echt so, dass von beiden Punkten sind, die ich kann matdrohen. Also ein öffentlicher Transport muss durchaus ausgebaut gehen, so aber nicht, dass das Conditio sine qua non wird sein oder DW wird sein, den alles wird lesen. Und wir sagen auch Elektroauto, ja, natürlich, aber wir müssen eine Transition fertig bringen. Wenn wir von Haut von 0 auf 100 das changieren, dann wird das zu Kelle kriegen. Das heißt, was wir proposieren, ist, dass man als Staat auch mehr an die E-Fuels-Recherche gehen, wir müssen mehr an die Wasserstoff-Recherche gehen, dass ich gucken kann, weil im Moment das unmöglich ist, dass ein Kamion mit der Strecke, die im Moment muss fahren, mit einer elektrischen Batterie kann fahren. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir eine anständige Transition fertig bringen. Das heißt, wenn man zum Beispiel an D-Fuels, wenn man das fertig bringen, das Matthias, kannst du jetzt ganz kurz denken, so ein E-Fuels? Genau, ja, das ist am Anfang an der Formel 1 das schon ganz viel benutzt. Das ist also eine künstliche Herstellung von einem Treibstoff, den aber nicht die Ausgasen hat, beziehungsweise nicht die Schadstoffe freisetzt, wie Benzin oder Diesel. Das ist den künstlich hergestellt wird. Wenn du an die Forschung eben investiert, guckt, weil der Moment ist viel teuer, den zu produzieren oder großflächig zu produzieren, du musst ihn dann in Forschung stechen, du musst ihn das ganz gucken und dann kann es nur rentabel sein. Ich wollte auch so sagen, ob die echt froh antworten, weil ich auch von Hersbeis im Zentrum komme, also ich bin am Zug gekommen und effektiv tut mich mehr wie eine Stunde gebraucht, das heißt, wir mussten effektiv in mehr efficazen öffentlichen Transport investieren, und zwar massiv. Merci Mathis. Du war ein bisschen Applaus, okay. Tanja, genau, du warst auch schon bereit für zu reagieren. Ja. Wie ist das mit dem Elektroauto? Wir sind noch gefragt, gehen überhaupt für was den Transport gratis ist, was das alles bewirkt. Ja, ich wollte vielleicht so ich bin noch nicht ganz d'accord mit dem, was der Max vom ADR gesagt hat. Also ich fand das auch ein bisschen paradox, dann einerseits zu sagen, okay, wir wollen, dass man CO2 am Verbrenner verbraucht wird und dass man für Natur an der Schutz sehen, da tun ich auch schon auf Plakate vom ADR gesehen, aber dann andererseits alles machen, für das der Verbrennerauto weiter gemacht wird, weiter gelaufen losgeht und so weiter. Also ich so nicht, dass ein Elektroauto die Wunderlösung für alles ist, absolut nicht. Wir sind also auch bewusst, was die negativen Auswirkungen sind von Batterien, die produziert gehen und so weiter. Aber ich denke nicht, aber dass das nicht der Grund soll sein, für nicht aber weiter an Innovation zu investieren und zu sagen, okay, wir haben entweder den Verbrenner oder den Elektroauto und den Elektroauto ist auch nicht perfekt, da bleiben wir bei der Lösung, die wir im Moment tun. Weil die andere Feststellung, die wir aber haben, ist, dass wir in einer Klimakrise sind und die Klimakrise wird dadurch ausgelöst, dass CO2 frei ausgestoßen wird und dadurch sich also Klima erwärmt und dafür muss man auch gucken, dass man andere Lösungen finden, wie eben die Autos, die wir tun und dann ist das, was gemacht wird, eben dadurch, dass ein Elektroauto unterstützt wird, auch dadurch, dass man einfach andere Mobilitätswehr fannen und du kommst zurück dann auf den von der Mobilität, wie man es da bewegen, wenn man kein Auto ich meine, dass
es keine perfekte Lesung gibt, mir das aber eine Mischung zwischen allem, was es möchte, dass man einen guten öffentlichen Transport tun, den eben auch gratis ist, für auf Denkfroh zurückzukommen, weil das auch immer ja ist, für jeden Zugang auf den öffentlichen Transport zu gehen. Und das wird dann eben von der Schere zwischen arm und reich gespart gehen. Ich meine, das ist aber so eine Maßnahme, eine Sozialmaßnahme, die jeder ermöglichen kann, nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen müssen zu sein. Dabei können aber auch trotzdem, dass den Zug funktionieren muss. Und du hast mega viel investiert in den letzten Jahren. Lützeburg ist das Land in Europa, wo am meisten so daran investiert wird, für das den öffentliche Transport funktioniert. Das heißt, die sieht vielleicht überall mega viel Chantien. Aber ich meine, das bedeutet auch, dass es viel geht, dass irgendwann, und ich hoffe auch ganz nur in Zukunft, das System funktionieren wird und wir Männer auf den Auto angewiesen sind, weil der Stau, den wir zum Beispiel allmählich hier bei den Straßen haben, das ist ja auch nicht die Lösung. Das heißt, wir brauchen ja, neue Lösungen und das sind für mich und Mengen anderen noch von der Greng eben öffentlichen Transport ausbauen, Carsharing-Initiativen unterstützen, die Velo fördern und ja, wir waren doch Fußgänger mehr, oder ja, auf jeden Fall auch Fußgänger unterstützen, indem man Fußgänger wieder mehr sicher und mehr accessibel möchte. Merci Tanja, ich gesehen den Chef und dann will auch noch reagieren, aber das für dich und Eisel nach ein Kehr. Gut mal all antworten, ob das Frohen oder nach ein Rückfroh, nie nach nicht. Moin, ist Luis Rem. Also für einen Katropor, ich bin noch an der Hotelschule und ich komme aus dem Minat. Genau zu sein, ich komme aus Dittlinger Schule und Dittlinger Center. Und für mich ist es auch scheiße, auf die Krieg zu kommen, moi ist, also seriös. Und gestern bei uns an der Schule war der Christian Hansen bei uns, an den wir doch ein bisschen ungefähr so über Zero Emission Policy geschwart, von 2035 soll kommen. Wir haben im Endeffekt 100 mehr über den Brei geschwart, wie ein frohe Beantwort auch heute, so die Mischpolitiker. Es sind ein bisschen mehr direkt aus der Sache. Ich hoffe, ich kriege kein Problem. Aber ich habe doch mal auf zwischen 4 Jahren mit dem Ried über die Zero Emission Policy und im Endeffekt mehr Europa, mehr haben halt nicht die Ressourcen für die Elektroautos und die Batterien herzustellen. Mehr, wie Henry das erklärt hat, muss mehr Südamerika gehen, oder so Bolivien, Peru, Argentinien, Chile, für die Ressourcen zu kreieren. Mehr im Endeffekt, die Leute, die gehen noch ausgebeutet, und ich will aber auch gerne wissen, die schwatzen so viel, du groß drüber, die Politiker, aber selber machen sie nicht. Sie lassen doch immer andere Leute schaffen und schaffen eine bessere Lebensqualität wie an Abu Dhabi oder Saudi-Arabien. Ich hoffe für sie. Aber sie schwatzen und dann lassen sie andere Leute den Dreck natürlich für sie machen. Ich fand, ich persönlich bin nicht d'accord, aber da Wander sollen sie von uns Leute hinschicken, dass die Leute schaffen. Bei denen Leuten geht es schon schlecht, und sie verdenken nicht und nicht. Und das ist wirklich ehrlich gesagt, das ist doch traurig. Und die zweite Sache ist, mehr auf der Welt, mehr die Ressourcen dafür. Ich glaube kaum, weil man als Erde stirbt, mehr fragen sie. Und da will man nach irgendetwas aus dem Boden sicher gehen, was noch übrig ist. Und dann noch 100, 200 Jahre, wo man nicht mehr. Und das ist immer ganz am Arsch. Ich fand, das ist nicht d'accord. Drittens, was geschieht mit den Batterien von Elektroautos? Also, Teil von Elektroautos und sticht der Brand wie, keine Ahnung, was. Und Batterien gehen dann im Endeffekt wie den Nuklearwaste auch einfach mehr gehört. Also, ich hoffe, der sollte man gut lesen und kommen, weil der sieht ja, ich hoffe, wenn da noch weiter Politik machen. Also, aber der will zu Zukunftspolitiker gehen, also hoffen ich auch, dass manchmal anscheinend Lesungen kommt, dann Platz weiter zu schwatzen, was die alle weiter so und so. Aber merci aber, dass kommen sind. Merci, Luis. Also ich fand das auch ein bisschen ein Witz zu sehen, dass wir unseren Transport ausbauen wollen, weil den Transport, wir sind halt Chantier, wie schon seit Jahren durchstehen, aber einfach nicht weiter drunter geschafft wird. Und dann den Benziner einfach aufzuschaffen, das ist ja auch keine Lösung, weil wir können da gut zu Fuß gehen. Wie das Mädchen du gesagt hat, könnte nicht von da, wo es wohnt, zu Fuß, wo es in Schule ist. Und das ist für mich gewesen. Und haben nur auch Elektroautos. Wir haben auch keine Lösung, das ist eine kurzzeitige Lösung, wäre es vielleicht 20 bis 50 Jahre.
Hilfe werden an die Elektroautos Halle noch nicht so lang wie Benziner an Hanno für sie aufzuschaffen, werden wir sie einfach in andere Länder und Länder, die noch nicht so weit entwickelt sind, aufschaffen und dann sicher mal neue Lösungen. Ich fand, wir sollten nur mal bei dem bleiben, was wir sind, bei dem, was wir haben, wo man da, also das ist mir sicher, wie nur eine neue Alternative zu gehen, wie noch nicht ganz ausgeschaut ist. Merci, kannst du es denn noch ein Gesuch Osek Bovonosata. Osek Bovonosata. Merci. Ça va, Hummer vielleicht nach etwas, so die vielleicht noch nicht gesucht wird. Ja. Ich meine, wir schätzen mal vom Transport auf der Mobilität. Es ist so viel Chance im Land, aber Mobilität ist noch immer schlecht zu tun. Für den Norden zum Beispiel war vor, alles schön und gut mit dem Transport für vorher zu kommen, für zurück war einfach nicht mehr schlecht. Zum Beispiel vorher gibt es Mütter nicht. Wie kommen die Leute hin, wo keinen Tisch mehr fahren? Die Leute schätzen, die Leute sagen die ganze Zeit, ja, die Chantier. Für zum Beispiel auf Klief, wie lange geht die Chantier? 3 Jahre, tue ich noch nicht geändert. Und das die ganze Zeit ändert sich nicht. Es geht die ganze Zeit so, ja, es geht 4 Uhr, es geht 4 Uhr, da funktioniert es 2 Wochen, und dann ist es so für 3 Jahre. Was soll die Lesung davon sein? Wenn immer der Zeit ist, das ist so ein Teufelskreis. Dafür, ich verstehe nicht. Mein Name ist Tamba. Merci, Tamba. Chef Anand, sind dann immer motiviert? Okay, super. Ja, das war viel Frohen bei denen. Die 3 Viertel konnten schon nicht Moment bringen. Wir schwätzen von Elektroautos und E-Fuels. Die Kollegen Piraten haben du gesprochen, mit Wasserstoff. Was wir halt vergessen, dass wenn wir 90 Kilometer mehr in den Süden gehen und wir eine natürliche Wasserstoffquelle, die geringe Wasserstoff produziert, nachhaltig. Die geht am Untergrund nachhaltig produziert. Und das wie Pirato eben gesagt hat, wir müssen daran investieren, das ausbauen. Weil die momentanen Bohrungen, die wir machen, haben eine Wasserstoffkonzentration von 15%. Nach weiter hoch werden wir bis auf 100% kommen. Und das ist 10-mal so viel, wie die EU prognostiziert hat, die wir nächstes Jahr brauchen für Wasserstoff. Das heißt, wir hätten massig Energie hier im Land, aber wir können den Wasserstoff dann noch locker höhlen, mit Power-to-Fuel dann E-Fuels zu produzieren. Und dann muss man auch nicht unbedingt alles auf Elektroautos stellen. Merci, Chef. Wenn ich dazu noch etwas sagen kann, also wir müssen definitiv gucken, für nicht nur Elektromobilität zu fördern, weil wir auch riskieren, uns von Ländern aufhängig zu machen, wie zum Beispiel Russland und anderem, wo wir auch unseren Strom abkaufen. Und da unterstützen wir ja auch den Krieg an der Ukraine. Und da ist es wichtig, eben auch neben der Energietransition auch zu gucken, für andere Methoden beizuhalten und Technologie open zu bleiben. Und wenn ich dazu auch noch etwas anderes sagen kann, das ganz ist wirklich ein ganz komplexes Problem und dafür gibt es wirklich keine einfachen Lösungen. Und wir müssen wirklich gucken, dass also wir haben an ökologisch froh hat auch eine soziale Dimension und vice versa. Und wir können nicht von jedem verlangen, dass man sich ein Elektroauto kauft, weil das geht auch gar nicht, weil die meisten haben nicht die finanziellen Mittel, für sich ein Elektroauto zu kaufen. Und da werden sie proposieren wir zum Beispiel, dass es bessere Koordinationen zwischen Zug und Busse gehen, dass wenn ein Zug ausfällt, dass es genug Busse kommen für die Leute hin und her zu transportieren, weil die Kapazität von einem Zug sind largement viel mehr groß wie von einem Bus, aber wenn ich einen Zug mit einem Bus ersetzen, das kann nicht durchgehen. Und für das Problem von der Autoschule zum Beispiel darüber zu kommen, wir sind auch für mehr Park and Rides rundherum, die groß steht, wo es möglich ist, den Auto zu parken, wie zum Beispiel Boyer. Und wir könnten das auch eventuell hier an der Nordstadt, wo das bestimmt auch sinnvoll wäre, weil auch Attelbreck, du findest keinen Parkplatz. Auch dazu Dickrich von den ganz vielen Parkplätzen, wo ihn dann noch ganz viel dafür muss bezahlen. Und voilà. Muss sich auch natürlich vorstellen, ob der Klimaschutz an einem System möglich ist, wie wir einen Hund, den überhaupt mal für Klimakatastrophenrecht gesucht wird,
weil wenn wir ehrlich sind, aus die ganzen Flüge von Wuren etc. pp. Materielle Wohlstand an wenn ich nur an den Kaktus gehe, anstatt gerne Avocado, dann muss das unbedingt sein. Wir vergessen dabei, dass ein Kilo Avocado für 1000 Liter Wasser in du braucht. Also das ist nicht nur die Elektromobilität, sind alle guten die Sachen, die man haben, und da muss man wirklich generell darüber nachdenken, wenn ich etwas ankaufen geht, ob ich dann nicht lieber besser etwas lokal zu kaufen, wie zum Beispiel den anderen Produkt, den von, keine Ahnung, aus Afrika oder aus Südamerika kommt. Merci an für die 4 Jahre. Ich gesehen, du hast schon eine Rückmeldung direkt mit Ihnen für dich, dem Erik wird. Erik, das auch der Bugeschwart gehen als ein Impact auf anderen Plätzen, auf unserem Planet, ob wir als bewusst genug sind darüber, was wir da auslesen. Wie siehst du das? Ja, ich denke, für die verschiedenen Punkte anzuhören, dass vieles gesagt wird, ganz, ganz richtig ist. Also, es verlangt als Mengpartei, als Liberalpartei, verlangt keinen, dass sie von heute auf morgen just nach den Zug oder den Bus oder just ein Elektroauto fährt. Ich meine, wenn wir als Politik wollen, dass die Leute auf die Sachen nicht springen, dann muss das doch alles funktionieren, zum den öffentlichen Transport, der so geschwärmt gehen, zum so hier im Norden. Es kann nicht sein, dass in den Zug hält, die können 2 Minuten zu spät und dann hast du eine Liaison mit dem Bus. Steht nämlich da, der ist dann just 5 Minuten vor, dann muss er 1 Stunde auf den Bus werden. Das kann nicht sein. Da müssen die Horäre ganz klar aufgestimmt gehen. Die Buslinien, da tut er vielleicht mal gekriegt, da ist ein ganz neues Reso entstanden, den RGTS-Reso, wo in viele Buslinien heute ja einfach, sorry, keinen Sinn machen, wo die Busse eitel rundherum fuhren, wo die Tragédien einfach müssen angepasst gehen. Und dann drittens, du musst am ländlichen Raum, und da ein klar zu sagen, der will den Auto nicht verdeifeln, weil den Auto ist noch immer das so verlässlichste Transportmittel für von A B zu kommen, dazu muss auf den Plätzen, wo man eben nicht vielleicht den öffentlichen Transport so können garantieren. Dann, und das ist dann auch ganz ehrlich angeschaut, müssen auch die Leute können so, zum am ländlichen Raum, wenn wir am Norden sind, dass sie nie wert so einen optimalen öffentlichen Transport kriegen, wie das vielleicht an der Stadt ist. Sie werden nie alle 5 Minuten können den Zug einen Bus fahren, das ist unmöglich. Und dann wurde noch immer den Auto für A und B zu kommen. Das muss nicht ein Elektroauto sein, weil was der junge Herr da nur geschwärzt hat, das ist ganz richtig. Du hast eine Elektromobilität, wo es noch konkret Probleme gibt. Ja, sie hat mit der Produktion von den Batterien, sie wird mit der Entsorgung. Und dafür ist mir ganz klar, dass da konkret etwas muss gemäht werden, dass die Sachen müssen in der Europäischen Union noch können hier gestaltet gehen. Da sind noch verschiedene Projekte, die in die Richtung laufen. Das muss ja ganz klar ausgebaut gehen. Und da muss ich auch wirklich den Leuten nicht verbieten. Wir müssen dann noch ganz klar den Stromreso so ausbauen, wenn wir eigentlich über die nächsten Jahre wollen, dass die Elektromobilität soll ausgebaut gehen als Alternativ. Da muss der Stromreso dadurch packen. Da sind wir auch bei geringer Energie. Da muss da doch bestenfalls geringe Energie sein, die dann von Wandmühlen kommen, die dann noch stehen. Und dann, last but not least, was man dann geschwärzt wird, die Elektromobilität ist aktuell effektiv noch teuer. Es steckt schon mehr teuer, wie wenn ein normalen Auto kauft. Das ist aber so, dass die Regierung auch Rezenten die Prämie von 8.000 € verlängert hat. Erstens. Und zweitens, zu mir an diesem Wahlprogramm stehen, dass wir ein soziale Leasing aufhören. Das heißt, zum Beispiel für junge Studenten, Leute, die vielleicht leider nicht die finanziellen Mittel haben, dass sie da über verschiedene Kriterien dann ein Leasing zur Verfügung gestellt wird, dem billig ist das für die Leute, die wollen, nach ein Jahr, libre Choix, sich dann noch ein Elektroauto in die Richtung können leisten. Just noch an der letzten E-Punkt, und das ist der junge Herrpartner, die nicht angeschwärzt, von der VW, für was da den Zug gesperrt war, für was die nicht am Zug und auf die VW fuhren. Just wie Staat zu sagen, das war ein Chantier, den über Mainz europäischem Niveau müssen geplant sein, dass sie so Missionen, europäische Missionen, wo dem ganz, ganz viel Geld geht, dass sie kompliziert Projekte, Chantier, und die gehen dann europäisch ausgeschrieben, und dann ist das über Jahre am Voraus sind die festgehalten. Das nervt Leute sur Platz, mich selber auch. Schon da doch selber müssen feststellen, dass ein Kiosk voll Tor von dann tut nicht geklappt. Just da denke ich so, du konnten die Jungen, die da sitzen oder die Nationalpolitik, konnten direkt nicht dafür, dass eine europäische Mission ist. Da hatten wir leider nicht alles viel mehr zu schätzen. Just da denke ich kurz zu erklären. Merci Erik für die Ideen und für die Explikationen. Du kannst auch direkt rund mit die nach dem Daniel tut. Du hast noch nicht an das herum. Ja, ich möchte den Erik auch ausschließen, weil er sagt, dass soll auch den Auto nicht verdeifeln. Respektive auch, wenn wir von Nachhaltigkeit schwätzen, geht es nicht nur um den, wie auch dann gesagt wird, geht es nicht nur um den Elektroauto. Das sind auch ganz viele
Aspekte, die du muss mat abbezeien. Ich noch viel unitäre so kann mir lassen so wie ass nee, dat geht net. Weil nur halt geht a Wurste was gekoppelt man nehmen an der letzten wir sind aktuell 640.000 Leute an diesem Land. Auch als Land das an den letzten 10 Jahren 25% gewusst. Das heißt, wir mussten irgendwann auf lange Sicht wahrscheinlich irgendwann vom Auto fortlöserlos kommen, was aber definitiv noch nicht heute am Wert geschehen, weil wir definitiv noch nicht so weit sind. Das schwätzt man vor Jahren. Und da kann ich auch ein kleines Beispiel geben. Zum Beispiel, ich schon zu Bresel studiert und ich an meinem Leben noch kein Auto benutzt, für Ackhaft zu gehen und von A bis B zu gehen. Mir das zum Beispiel, wenn du wie ich, ist sie ganz genau auch aus vom Land, das gibt du nicht gehen, das geht nicht. Ich bin auch auf mein Auto angewiesen. Und du willst nicht auch mit dem Auto hinkommen. Mir das einfach für zu erklären, dass wir lösen, aber sicher, wir müssen wirklich massiv an den Ausbau vom Transport, vom öffentlichen Transport investieren. Und das ist nochmal Zukunft, weil eben die Wursttum an diesem Land auch durchkommt. Und du willst, können wir da nicht so los wie aus, und du willst, müssen wir einfach daran investieren. Aber das braucht Zeit. Merci Daniel. Wir müssen als Kandidatinnen und Kandidaten ein bisschen mehr herausfordern. Moin, mal wie gesagt, bis 2050 soll ja der Verbrennungsmotor komplett aufgeschafft gehen. Wie in heute gesagt sind die meisten Leute da gehen, dass der Verbrennungsmotor aufgeschafft wird. Aber wir sind eine Demokratie, für wer soll das dann aufgeschafft gehen? Das ist ein Jim. Merci Jim. Ich meine, Gaia hat auch noch eine Rückfrage für uns, ja? Mein Thema, also mein Frau hat am Anfang auch mit einer Nachhaltigkeit zu dienen, aber ich ging echt auf diese rübergehen, weil wir hatten letztes zu zwei Chancen bei Young Entrepreneurs zu machen. Und wir hatten da, wollten wir etwas gründen, eine Entreprise, über das Essen am Anfang von der Restaurateurin zurückverkauft wird. Das heißt, für Jugendliche, für Leute, die nicht so viel suchen haben, das heißt, alles, was übrig bleibt, oben im Restaurant, Kaktus, hier und da, kann dann weiter benutzt gehen. Weil er doch schon ganz viel Geld an andere Länder. Dann kriegt man so viel Konflikte mit der Hand, mit Hai, mit da, dass das nicht geht für Lützeburg. Aber für was fängt man nicht an bei Sachen, die am Anfang so einfach sind. Weil ich weiß ja nun nicht mehr von Avocado geschwärzt, beim Kaktus und Hai und da. Aber für was schätze man von Elektroautos, weil man am Anfang so viel essen und so viele andere Sachen haben, die ihr kennt, als ich mal riechen. Und bei so einfach an der Weise. Und da ging so viele Jugendliche, weil mittig essen zu gehen, so dass du oben an den Start zu gehen. Und du willst abends essen gehen mit Kollegen, das ist mega teuer. Und noch, keine Ahnung, der Junge hat geschwärzt von der Frau oder wir hatten noch immer Thema, wenn ihn heute nur aus dem Club geht, dann kann er nicht essen. Und oft bleibt am Markt oder so viel übrig. Und das ging dann einfach nicht wasch gehalten. Für was hat es davon? Für was hat man nicht mehr von Auto, von Hai, von Transport, mehr, viel mehr einfache Sachen. Und Essen, das aber so wichtig ist. Und natürlich liegt mir das wahrscheinlich mehr im Herzen, weil wir in der Hotelschule sind. Und wir alle dachten, wir da konfrontiert sind, wie viel Essen, Getränke und so wasch gehalten. Für was denkt Kind und das? Merci Gaia. Haben wir noch eine dritte Idee vielleicht? Der Jim hat Demokratie angesprochen, Gaia hat Vorschläge für was Essen angeht. Dann hat ihr für noch von unserem Lebensstil gesprochen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was die Kinder anpassen. Meine Nummer ist eine schöne mit einer Frau. Und zwar, die sagt, die will mehr Parking Rights machen. Aber der Parking ist so teuer. So 2 € pro Stunde, das ist schon teuer. Und ja, voilà, das war meine Frau. Merci an. Habe ich gesehen. Ich will noch weiter freuen. Moin, ist ein Land, gibt gesagt von Wandmühlen an geringer Energie. Ich wollte dich fragen, wie viele Wandmühlen müssten wir bauen, für dass wir ein Atomkraftwerk ersetzen? Und wenn wir das alles müssten bauen, wie viele Wandmühlen gibt es in diesem Land stehen? Auf wie viel Platz hätten wir dann noch für andere Sachen, Landwirtschaft, Häuser und Sachen, ich denke, Freizeitaktivitäten? Merci Len, ganz spannend vor. Die, meine ich, ganz viel Fragen, weiter Fragen abwerft. Okay, ich meine, du haben wir schon ein ganz gutes Programm. Es war der Pier, meine ich, den für dich gesagt wird, dass er wählt schwätzen, aber wenn die es ein bisschen ernst wollt, abdehnen, das ist aber auch ganz okay. Ja, wie gesagt, du brennst drauf, gell?
So, geht den? No, okay. So, ich wollte mal auf die Frage, wie von der Wandmillen, ich habe den Namen nicht gut gehört. Was ist das denn? De Len. De Len? Okay. Ja, den Len, den Frage war wirklich ganz pertinent. Und ich kann dann nicht direkt sagen, wie viele Wandmillen eng Atomkraftwerke gleichwertig sind, weil das sind, muss ich das ganz gut können. Aber ich kann da erklären, so es gibt eine Studie von der Uni Lu gemacht, die hat herausgefunden, dass man als Biselo Energiekonsumption durch ungefähr an kann aufdenken, ich meine 10% von unserer einfach Flash von Photovoltaik. An das Landfläche kann auch nicht nur geholt sein, die kann auch auf anderen Landflächen platziert sein, so wie die und so weiter. Einfach oder anderen Panoen und so weiter. Das heißt, ja, wir haben die Möglichkeit, eine 100% erneuerbare Energie zu produzieren. Ich wollte auch noch schnell sagen zu der Kandidatin von LSAP, die hat gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, Nachhaltigkeit ist mit Croissance verkoppelt. Also das richtig? Habe ich das so richtig verstanden? Also wenn ich so wenn man von Nachhaltigkeit schwätzen und in Zukunft immer mehr Leute gehen, dann muss man ganz genau wissen, wie man die Wurst tun, wie man das gerieren. Das will ich da so hin. Okay, dann ich hatte etwas anderes verstanden und ich wollte darüber nicht mehr angehen, dass Nachhaltigkeit unserer Meinung nach nicht mit einer ökonomischen Croissance so verkoppelt ist, weil es gibt Studien, die beweisen, sobald zum Beispiel PIB oder GDP Croissance einfach Ökonomie von Land abgeht, geht auch CO2-Ausstoß an Energiekonsumption auch ab. Das ist eine statistische Korrelation. Und ja, die zwei sind Verbrennungsmotorverband. Du hast eine gute Frage gestellt, Gilles, aber ich meine, es gibt eine Disparität zwischen der Hai am Land oder an der Stadt, wenn den Ursachen am Auto guckt, mit dem Verbrennungsmotor. Wenn ich mich gut erinnere. Und ja, Hai, Lograt, sind wir an dem, ich meine, schon keine Video drüber, ich bin der Meinung, dass insgesamt Autos sind eine blöde Idee, weil ich in der Stadt erkannt habe, ich kann nicht mehr öffentliche Transporter und so weiter. Das heißt, schon nicht genug am Land gewohnt, für immer eine richtig gute Opinion von Auto zu haben. Ja, du hast eine gute Frage von der Demokratie und wir sind der Meinung, dass so Sachen müssten eben ab eine demokratischer Basis aufgestimmt werden, wenn EU als das imposiert, dann muss man das auch akzeptieren, dass die Decision von der EU und die EU als auch eine Decision von allen Ländern, von auch den europäischen Volk durch das Europäische Parlament, das heißt, dass auch irgendwie, wenn wir bestimmt tun, eine Decision von unseren durch uns Wahlen. Pierre, da geht man nicht weitergehen, oder? Oder ist das noch ein ganz wichtiger Punkt? Ja, ich wollte noch sagen, Gaia. Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Wir müssen nicht auf alt freuen, die heute fertig sind. Es gibt Optionen auch. Ich finde eine Noparin, die ist am Foodsharing. Das ist einfach, die verschiedene wieso schmeckt das sind immer Bäckereien, die das können, die können Sandwiches und so weiter, die gehen zu dieser Assoziation auf und die Member von der Assoziation holen die Sachen auf und stellen einfach für unter dir, weil jeder nicht einfach mitholen kann. Das nenne ich Foodsharing und ich meine, das geht. Aber ich kann mich nicht ganz gut damit, ich bin der Meinung, dass wir sollten einfach ein bisschen mehr darüber uns interessieren und anderen Optionen für sozusagen Überraschung von unseren Lebensmitteln zu teilen. Merci Pierre. Ich meine, wir werden schon gleich gucken, wir werden dann ein bisschen zurückkommen. Ob die 4 Schlag. Tanja, du hast dich als nächstes gemeldet. Ja, merci für alle Fragen. Ich beantworte sie dann mein Schritt rein für dich bei dich, Gaia. Also, ich bin absolut einverstanden mit dir, dass es mehr so Initiativen sollte gehen und dass man da doch mehr sollte. Es gibt schon eine Kampagne von der Regierung, die heißt Anti-Gaspi. Und du geht eben darum, eben gerade so Initiativen zu unterstützen und wie zum Beispiel den Unperfekt Butter geschwissen, ob der kein zu machen ist, weil eine mega flotte Initiative ist. Und ich bin absolut dafür, dass so Sachen mehr unterstützt gehen. Ich meine noch, dass
am Lese zum Beispiel um Geseknappschen hun se eng Initiativ gestartet, wo no der Schul erstens Rastoff vom Mittech nach verdeelt gehen, gerade so Schülerinnen und Schüler